Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission «Der Blick auf Europa» hier von Brüssel. Den 25. März demnächst feiern wir 60 Jahre von dem Aufschluss von der Römischen Vertrag. Das gibt natürlich einerseits eine Feier, andererseits gibt es auch eine Gelegenheit, über die Zukunft von Europa nachzudenken. Aber wenn ich so über die Zukunft von Europa nachdenke, dann ist das ein guter Anlass gewesen, für den Exerzice auch zu machen hier im Parlament, mehr auch an der Kommission. An die Kommission hat Jean-Claude Juncker den letzten Donnerstag hier an einer Mini-Plenärsession zu Brüssel ein neues Weißbuch vorgestellt. Ein Weißbuch, das sich wirklich damit beschäftigt, wie die Zukunft von Europa soll aussehen. Das ist eine Überlegung, die zu einem Debat soll führen. Das heißt, Jean-Claude Juncker wollte mit seiner Kommission nicht von oben rauf diktieren, wie es soll in Zukunft weitergehen. Es gibt ein paar Szenarien, er hat am Ganzen da 5 abgezählt, 5 abgelöscht hier in diesem Dokument. Und da geht es von ein bisschen, wo wir im Moment stehen, bis das, was eventuell die nächste Zeit kann durchgehen. Wenn ich so ein Debat, dann ist das ein Debat an allen Institutionen, auch an den Memberstaaten. Weil wir stellen fest, dass es besonders Memberstaaten sind, die im Moment eigentlich nicht eine homogene Gruppe bilden, aber es sind bei all Dossiers sind da 3, 4, die auf der Bremse stehen, andere scheren aus, an dem sie so und da machen wir nicht mit, andere sind ganz eifrig, ganz ambitiös und wollen eigentlich mehr weit gehen. Das ist so ein Club, ging ich mal so, in den nicht mehr so homogen, nicht mehr solidarisch ist, aber wo geht für ein bisschen andere Vorstellungen hat, was von dem Europa erhält. Europa hat Jean-Claude Juncker gesagt, da stellen die Leute immens hohe Erwartungen drin, und das ist auch richtig, das ist auch gut, aber die Erwartungen kann Europa auch nicht immer erfüllen. Und es geht auch ein bisschen darum, zu gucken, was für Kompetenzen hat Europa überhaupt, was ist durch die Einzelverträge, durch die Einzelträge, was tun sie überhaupt, was kriegen sie zugestanden von der nationalen Souveränität auf einer europäischen Ebene, auf einer europäischen Bühne von der Souveränität, was dürfen sie, was können sie, und auf der anderen Seite, was erwarten die Leute sich. An den Debat, also da haben wir lanciert, das Weißbuch möchten Tour durch sämtliche Institutionen, durch Memberstaaten, soll an der Zivilgesellschaft diskutiert gehen, soll an der Presse behandelt gehen. Und ich bin da gespannt, wie der Prozess verläuft und noch bis September, was da noch alles geschieht, weil ich komme da noch darauf zurück. 5 Szenarien hat Jean-Claude Juncker hier abgelöscht. Das erste Szenario, das ist, machen, wie wir bislang gewinnt sind, das heißt so weiterfahren, wie wir im Moment fahren. Das ist für mich keine Option, weil wir spüren alle gut, dass es im Moment nicht gut geht. Wir taumeln von einer Krise an die andere seit 8, 9, 10 Jahren. Und das ist wirklich für mich keine Option, ob schon nicht vielleicht für verschiedene Memberstaaten, die sich nicht mehr erwarten von Europa, für verschiedene Leute, denen die europäische Souveränität schon zu weit geht, dann sollte eine Option sein, das werden wir da gesehen. Die zweite Option, das ist ein reinen Binnenmarkt, das heißt ein freier Markt, ohne die anderen Aspekte von Freizügigkeit von Personen zum Beispiel. Das heißt just eine Wirtschaftsgemeinschaft, die funktioniert, für eben Geschäfte zu machen. Und der Rest alles, das sozial, das alles soll nach nationalstaatlich geregelt gehen. Da gibt es natürlich ein paar Unhänger, da waren auch Briten, die eigentlich das immer wollten und die dafür als Union verlassen, für, wie gesagt, nicht mehr in dem Rundherum und dem Sozialen und alles für darunter mit Teil müssen zu holen. Das ist für mich auch keine Option, das sage ich ganz ehrlich. Ich bin ein überzeugter Europäer, ich halte auf die Werte, die wir haben. Ich erwarte mir eigentlich nach mehr in Europa, aber da komme ich nach drauf zurück. Mehr stark, mehr groß Europa, da komme ich nach drauf zurück. Das also, wie gesagt, vielleicht für verschiedene Memberstaaten eine Option, aber für mich persönlich nicht. Da gibt es ein Szenario 3, und das ist etwas, wo sich schon echt damit öffnen kann. Das ist am Anfang ein Europa von verschiedenen Vitessen. Das heißt, im Moment haben wir ja schon ein Europa von ein paar, so von ein paar Gruppementen, die einen sind am Euro, die anderen sind nicht am Euro. Die einen sind am Schengen-Aufkommen, die anderen sind nicht am Schengen-Aufkommen. Die einen akzeptieren den Stabilitätstraité, den Stabilitätspakt, die anderen, die akzeptieren den Stabilitätspakt nicht.
An dofir hummer schon dat Europa wat dem Moment gedeelt ass, an do ginget anderem goen fir a verschiedene Witesse virun ze kommen. Et hich Memberstaaten, die wëllen a verschiedene Bereiche miséier vir kommen Eichter zu engem ambitiösen Aufschluss kommen, dat Tätigkeiten zu summen doen, an dann op verschiedene Gebiete, wie op der Flüchtlingsproblematik, wie op der Migrationspolitik insgesamt, wie ja woch vielleicht an einer bei der Bankenunion oder so weiter, für do bei der Wirtschafts- und Währungsunion, für do wirklich méi sehr führen zu kommen. Das ist ein Szenario, dem muss sich am Kap halen, da muss noch Überlegungen nach weiterfeieren. Dat huet ein ganz paar die Positivpunkten. Bislo ist es ja so, dass durch die Zusammensetzung Memberstaaten durch die Majorität qualifiziert an verschiedene Bereiche auch durch Vetorecht eigentlich Memberstaaten, die mehr ambitiös sind, dass die gebremst gehen. Den Szenario 4, den ist eigentlich so viel zu sagen, Manner ass méi. Dat hech mir konzentrieren eis nach an Zukunft op e puer Gros Gebieter, wie zum Beispiel de Klimawandel, Gros Evaluungen, wo Lande leng wirklich Neichmi kann machen. An do soll Europa dann eng feierend Rolle überholen an all den anderen Bereichen net. All die anderen Bereiche sollen wirklich an staatlicher Kompetenz, an staatlicher Souveränität, an nationalstaatlicher Souveränität bleiben. Das ist etwas, wo ich muss sagen, sind ich auch nicht so ganz begeistert, weil ich fährten, wenn sich nicht mehr auf ein halb Dutzend Punkte konzentriert, und aus denen halb Dutzend Punkte geht nicht, dann hat den am Endeffekt nicht abweisen. Und das bringt Europa meiner Meinung nach auch nicht viel. Und dafür ist das auch ein Szenario, den sich ganz gut muss evaluieren. Den fünften Szenario ist natürlich den sieht, nicht mehr Europa, nicht mehr Europa, mehr Europa aber besser. Besser, wie wir das bislang gewinnt sind, das heißt, für zu sagen, mehr Kompetenzen von der nationalen Bühne auf die europäische, weil Land, wie gesagt, lang nicht mehr führen können, aber weil gemeinsam stark sind, weil wir da gemeinsam besser führen kommen. Aber wenn wir dann auf die Manier dann aber, wie gesagt, das Europa, was ja dringend am Anfang aber einen neuen Elan braucht, einen neuen Umlauf braucht, für das, wie gesagt, führen zu bringen. Das ist eine Option, die mir persönlich gut gefällt. Da kann man sich die Energie vorstellen, wo es muss gemeinsam führen gehen. Digitalisierung, der gemeinsame Binnenmarkt führen treiben, auch den Dienstleistungssektor führen treiben. Das sind noch integriert Kapitalmärkte führen treiben. Das sind aber alles Überlegungen, auch die Fiskal-, die Sozialkomponente von den Finanzdienstleistungen angefangen und so weiter. Das alles führen treiben an Schmengen. Aber natürlich geht es doch pro und contra. Das müssen die Memberstaaten mit ihrer Bevölkerung ausmachen, was sie für Kompetenzen wollen auftreten. Zum Beispiel in letzter Zeit ein ganz kritischer Punkt als die Kompetenz an den internationalen Handelsverträgen, wo klar festlegt, dass die Europäische Union das Alleinrecht hat, für so Handelsverträge auszuschaffen, wo das Europaparlament, wie gesagt, als Parlament, als Europaparlament darüber soll aufstimmen. Das ist stark kontestiert gewesen, zum Beispiel bei CETA, bei den CETA-Aufkommen, wo gefordert wird, das muss ein gemischten Aufkommen sein, wo die Nationalparlamente auch noch weiter hier so haben. Das sind alles Sachen, die sich ganz gut, wie gesagt, muss evaluieren. Für mich ist es aber trotzdem ein Szenario, für weiterzukommen, für das Europa, was dringend notwendig ist an einer globalisierten Welt, wo die Frage sich auch stellt, wie gehen wir mit der Globalisierung um? Gehen wir aktiv oder ziehen wir uns zurück, schotten wir uns auf, was für mich persönlich die falsche Manier ist. Dafür alles das sind Fragen, die an den nächsten Monaten muss beantworten. Aber wenn ich so an den nächsten Monaten, dann ist das eigentlich auch so, wie die Kommission sich das vorgestellt hat. Das heißt, wir erstens mal einen Denkprozess und zweitens auch eine Debatte zu lancieren. Die Leute, die Bürger so ja ganz oft, ja, Brüssel liegt ja alles, das heißt, wir müssen da mitmachen, wir kriegen keine Alternativen, wir gehen nicht nur gelauscht, das geht über das Kabelwäsch dezidiert. Aber dem ist nicht immer so, und das ist auch das nicht so gedurcht. Das heißt, das ist wirklich so, dass Gitfrieden sich kann abbringen, Gitfrieden auch an den Memberstaaten eine Diskussion feiern mit den nationalen Parlamenten, mit den nationalen Regierungen und dann in dem Sinn auch weiterkommen. Wenn ich so weiterkomme, dann ist das Stichwort für zu so, wie es weitergeht. Und es geht weiter am Sinn, dass es ein Tram gibt, also eine Einzeletappe gibt bis September.
Mit September zum Bericht von der Lage von der Union soll dann, wie gesagt, die neuen Evaluierungen präsentiert gehen. Die Kommission will das auch noch zusätzlich untermauern mit 5 verschiedenen Dokumenten. Das heißt, Ende April soll ein Dokument zu der sozialen Dimension von der Union auf den Tisch kommen. Dann mit Mai soll ein Dokument kommen über die Globalisierung als Chance, das heißt Globalisierung offensiv mit umgehen. Dann ist es Anfang Juni gedurcht für ein Dokument über die Zukunft von der europäischen Verteidigung. Ihr wisst, dass durch die Wahlen in Amerika Bewegung an die ganze Verteidigungspolitik kommt. NATO, aber auch die Europäische Union wird in Zukunft mehr auf eigene Face stehen, wird wahrscheinlich mehr an Verteidigung selber investieren. Also aber auch natürlich auf der anderen Seite klar und deutlich gefordert durch den internationalen Terrorismus. Also alles das sind Sachen, wo Anfang Juni dann die Kommission auch ein Feierdokument präsentieren. Und dann Ende Juni, das 5, das soll dann Zukunft von den EU-Finanzen sein. Das heißt, Euro, wie geht es da weiter, was stabilisieren wir nach mehr von der Wirtschafts- und von der Währungsunion, wie weit vertiefen wir die. Und das sind alles Fragen, die dann, wie gesagt, an diese 5 Dokumenten sollen abgeworfen gehen. Für das wir können am September, also das heißt nach der großen Vakanz am September, en toute connaissance de cause können über die Überlegungen aufstimmen, hier am Parlament, an der Kommission, da wir da ein Mandat geben, für in die Richtung zu gehen. Wenn ich so ein Weißbuch, dann ist das ja noch keine Gesetzgebung, aber dann ist daraus entsteht aber an den einzelnen Bereichen noch Propositionen von der Kommission, wo es dann zu einer Gesetzgebung kommt. Und das ist ja am Anfang der Werdegang, ein Weißbuch, wo die Überlegungen präsentiert gehen und dann aus dem Weißbuch raus Einzelbereiche, wo Initiativen kommen, wo Propositionen kommen, für eine klare Gesetzgebung zu schaffen, die dann natürlich zwischen dem Parlament und den Memberstaaten, dem Conseil ausgehandelt wird und auch dezidiert wird. So funktioniert das. Ich hoffe, dass Gitwein sich aktiv damit abbringt, bei allen Kritikpunkten, der es dort sicher ganz viel gibt, sind ich überzeugt, dass es eine gute Basis für darauf zu schaffen, dass man möglicherweise nicht können so in den Szenario 2 oder den Szenario 5 oder den Szenario 3, aber dass man im Endeffekt ein Dokument erstellen über die Zukunft von Europa, wo man vielleicht aus den einzelnen Überlegungen die besten Sachen rauskriegen, rausholen, die zusammensetzen und dann noch wissen. Und dann hört doch Gitwein sich drin zu halten, dann haben wir auch die Wahlen an den großen Ländern, Frankreich, Niederlande, Deutschland, möglicherweise auch Italien, sodass man dann mehr klar gesehen, wie es die nächsten Jahre soll vorgehen. Das heißt gedurcht für bis ans Jahr 2025 mal Überlegungen zu holen an Stabilität, das heißt die Europäische Union zu stabilisieren und für sie fit zu machen für die nächsten Herausforderungen an der Welt. Das wäre es für diese Woche. Merci für das Nachgucken und einen schönen Mittag hier von Bresel.